Was braucht der Feuerwehrmann zum Löschen? Feuer. Da muss man löschen, da muss man löschen. Freundinnen und Freundussen, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Was ist dein Happy Day? Ja, gerade der Zitteri, du. Ja gut. Hast du nicht euch ernst, oder? Mal. Wie geht's euch? Interessiert mich nicht. Alles in allem kann man sagen, dass mein Schnauz bei euch gut ankommt. Ich habe mich wieder mal ein bisschen in der Schweizer YouTube-Landschaft umgeschaut und musste feststellen, oh Scheiße. Und genau darum muss die Szene heute ein bisschen verarscht werden. Oder besser gesagt, wie will man etwas verarschen, was gar nicht vorhanden ist. Oder wie es der Marc würde sagen. Alter, was ist denn das für ein kleiner, dreckiger Bastard? Scheiße, das ist ja gar nicht der Marc Gelli gewesen, das ist ja der Nilay. Ich möchte mich wirklich mehr auf meine Musik konzentrieren. Warte geschwind, wie viele Lieder hat der Nilay schon rausgebracht? Ah, absolut keine. Adi Totoro, der Spaß. Darum würde ich sagen, fangen wir einfach beim Can an. Oh, der macht ja kein YouTube mehr. Ich bin absolut schwanger, bekomme jetzt ein Kind. Auf jeden Fall hat Nati letzten Sonntag ein Video hochgeladen mit 39 Tipps gegen die Langeweile in der Quarantäne. Und in dem Video gibt sie ganz wilde Tipps, was man machen kann, wenn es einem in Quarantäne langweilig ist. Ihr könnt aber auch einfach das Hochzeitskleid von eurer Mutter mal anlegen, falls eure Mutter geheiratet hat. Okay, dass er das jetzt sein glaubt. Ich bin ins Gespenstli. Sehr, sehr nicer Fit. Okay, der Tipp hat jetzt leider nicht funktioniert, aber vielleicht hat ja die Nati noch einen anderen Tipp für uns. Wenn euch komplett langweilig ist, könnt ihr einfach mal alle eure BHs gleichzeitig anlegen, die ihr besitzt. Ich glaube nicht. Und auch die LaRouche hat das Video hochgeladen mit dem wilden Titel «Ich verarsche Leute auf Tinder». Ich habe es tatsächlich abgeladen wegen der Kollegin, also nicht weil ich jemanden suche. Aber das Einzige, was sie in dem Video macht, ist ganz normale Tinder-Chats vorlesen. Also ich habe 33 Matches. Eine, hey. Ich, hey. Wenn ich dich auf etwas einladen dürfte, was wär's? Ich so, essen? Ganz ein wildes Video. Aber ist ja easy, ich meine, jeder kann auf Tinder machen, was er will. Aber ich frage mich nur, was ihr Freund dazu sagt, dass sie mit 33 Leuten gleichzeitig schreibt. Ja gut, habe ich gesagt. Zu Liebe gehört immer Schmerz. Und genau darum, liebe Leute, würde ich nie Tinder machen. I've been using Tinder again because I'm really bored, and the guys that I've come across, like, I'm sorry, but why? And then I swiped again and he came across my Tinder. I was like, I've seen this guy before. All the Swiss people, he's a TikToker. Und auch letzte Woche hat es in der Schweizer YouTube-Landschaft ein Comeback gegeben. Der frittierte Lesu meldet sich mit einem hoch emotionalen Video zurück. Im 2020 von der Corona-Zeiten hat es natürlich keine theoretische und keine praktische Abschlussprüfung. Gut reden kann er schon mal nicht. Kommt ja genau, dass der Lesu keine mündliche Abschlussprüfung hatte. Nice. Die Abschlussprüfung. Sprachen lernen, Bubble. Das hier ist eigentlich so ein bisschen mein Ankündigungsvideo, also ihr dürft gerne drunter schreiben, was ihr gerne möchtet sehen. Gut, ich muss sagen, mir persönlich fallen jetzt keine Ideen ein, aber Nati, vielleicht hast du noch eine? Irgendwie eine neue Intimfrisur ausprobieren? Nö. Machen wir weiter beim Schweizer Adaptivsohn von Montana Black und dem unsympathisch TV, Maelo. Unser Lieblingsfreiburger hat letztens auf seinem zweiten Kanal ein Video aufgeladen, wo er so ein bisschen ums Thema Party und Ausgang geredet hat. Und genau dort hat er eben gesagt, dass er nicht gerne Party macht, sondern lieber am Bach geht. An einem Bach, an einem Fluss, an einem See, bei uns hier am Bach in der Nähe das Wasser genießen. Das finde ich schön, das finde ich geil. Ich hätte jetzt auch nicht so ganz gewusst, wie man einen Bach richtig genießt. Zum Glück hat das der Herr Romani schon mal in einem Video gezeigt. Man kann wahrscheinlich bis zur Hüfte oder so rein. Unglaublich chillig. Danke für das auf jeden Fall. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Kiffen, Snoozen und Shisha rauchen ist für Maelo auch tabu. Ich würde mich tatsächlich auch gruseln. So 4-5 Leute sind dort manchmal in der Reihe und so zusammen. Und dann geben sie so weiter. Nein. Viele Männer und ein paar Schläuche, die man dann ins Maul nimmt. Das kennt eigentlich nur die LaRouche von Tinder. Und du bist erst 18? Wieso erst? Weil ich am Sonntag schon 25 werde. FBI, open up! Und auch Easy Magazine hat ein Video aufgeladen mit dem Titel «Wieso wir kein Köch geworden sind». Der Flavio hat dort eine hochspannende, leicht emotionale, aber sicherlich mitreißende Geschichte erzählt. Ich habe meistens nicht so viel Hunger. Ich kann ihm anschauen von Spannung. Und auch seine Kollegin scheint in der Küche nicht gerade der hellste Stern am Himmel zu sein. Ich outsmarte das System und jetzt Mikrowellenpopcorn in der Pfanne erhitzen. Es war keine gute Idee. Digga, was hast du erwartet? Also ich will ja nicht falsch sagen, aber auf der Packung steht Mikrowellenpopcorn. Dann nehme ich einmal scheu an, dass die Popcorn höchstwahrscheinlich
für die Mikrowelle sind. Weil genau dann muss wirklich die Popcorn-Feuerwehr kommen. Damit war es von diesem kurzen und knackigen Video. Nati, hast du vielleicht noch irgendeinen kleinen Tipp für uns? Wenn euch wirklich langweilig ist, könnt ihr einfach mal die Zähne putzen. Natürlich an alle Leute, die vorgekommen sind im Video, nehmt das nicht zu ernst, ist natürlich alles nur Spass. Oder seht es einfach so, dass ihr zu den relevanten YouTuber von der Schweiz gehört. Oder zu den 5, die es einfach gibt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das ist das Haus ganz rechts, das weiße Haus mit dem roten Dach. Der tapfere, lärmgeplagte Nachbar hat sich dem Kampf gegen die Glocken verschrieben. Von den Kuhglocken hätten er und seine Frau nach eigenen Angaben Depressionen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli. Und du bist erst 18, weil ich am Sonntag schon 25 werde. Ich bin bereit, auf jeden Fall mit dir jetzt in die nächste Runde zu kommen.